Niederleierndorf in Niederbayern, 30 Kilometer südlich von Regensburg. In der Ortsmitte ein geschichtsträchtiger Hof, der Zachhof. 2022 hat er seine Wiedergeburt als Wohnhaus, Hofcafé und Kulturplatz gefeiert. Ein Ehepaar aus Regensburg hat ihn vor dem Verfall gerettet. Das ist irgendwie so richtig heimkommen. Also das Leben am Land ist schon total interessant. Das macht viel mehr Spaß wie in der Stadt, muss man ganz ehrlich sagen. Wie ist das bei dir? Ja, schön. Nein, der Hof freut sich, wenn wir wiederkommen. Das Ehepaar Alfred Ulrich und Maria Luise Götz, beide selbstständig, träumte von einem kleinen Haus am Waldrand fürs Wochenende, etwa im Bayerischen Wald. Doch sie fanden nichts Passendes. Dann entdeckte Maria Luise 2016 den Zachhof, per Zufall. Der Hellring ist ganz bekannt hier. Das ist die Wallfahrt zur Heiligen Ottilie. Und da habe ich einen Bekannten besucht. Und auf der Rückfahrt habe ich da vorne die Abzweigung auf die Kreisstraße einfach übersehen. Und bin dann da ins Dorf reingefahren und bleib da vorne stehen. Sieh das Haus und denke mir, ja, wo bin ich denn da? Und dann habe ich den Alfred angerufen und habe gesagt, Alfred, ich habe unser Haus gefunden. Und dann hat der Alfred gefragt, was ist denn das mit der Haken? Und dann habe ich gesagt, das ist viel zu groß. So sah der Zachhof damals aus. Verwaist, für viele eine Bruchbude. Doch an sich ein Denkmal, vom Typ her ein Blockbohlenhaus. Sein Bauholz stammt von 1595. Fast wäre dieses weit über 400 Jahre alte Haus verfallen. Es denkmalschutzgerecht wiederherzurichten bedeutete großen Aufwand. Der Eigentümer aus dem Ort hing an dem Hof, wollte nicht verkaufen, hatte jedoch keine Ideen. Dafür aber das kinderlose Paar aus Regensburg. Also die Lösung ist Erbpacht. Du kannst in deinem Leben nichts mitnehmen, du bist nur als gewisse Zeit als Pfleger auf dieser Welt für irgendetwas. Und dann haben wir gesagt, gut, solange wir hier leben, gehört uns das, wir benutzen es. Und wenn wir beide nicht mehr da sind, fällt es an die Familie zurück. Also es macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Da würden viele Höfe in Bayern noch stehen, wenn man solche Varianten wählen könnte. Der Zachhof steht in neuem Glanz als Wohnhaus mit Hofcafé. Im neuen Nebenhaus sind Ferienwohnungen und die Backstube, wo Kuchen gebacken wird. Und Brot nach Familienrezept. Aus dem Heimatdorf meiner Mutter habe ich diesen Sauerteig geschenkt bekommen von einem Cousin. Und da backen wir einmal in der Woche ein Roggensauerteigbrot. Gleich wenn man den Zachhof betritt, mit seinem schönen Eingangsbereich, geht's rechts rein in einen großen, urigen Raum. Jetzt sind wir in der alten Stube. Das war immer die alte Stube. Hier haben sie immer gelebt. Und heute finden hier die Gäste des Hofcafés ein gemütliches Plätzchen. Der Zachhof war einst ein repräsentativer Amtshof, daher die hohen Zimmerdecken. Was auffällt, nur 3 Wände sind geweißelt, diese Mauer nicht. Also über diese Wand gab es wilde Diskussionen, ja. Wir haben die dann freigelegt gehabt und die Restauratoren haben sie dann auch, oder wir haben ganz schnell gesagt, die bleibt so. Und unsere Restauratoren haben dann gesagt, ja, die wird gereinigt und gesichert, dass die einfach nicht mehr abfärbt. Und dann kamen also auch Nachbarn, bleibt das so? Ja. Ist das schön? Ja. Wird das nimmer geweißelt? Na. Aber das grabbelt doch. Also das sind bis heute Diskussionen. Im Obergeschoss sind die Wohnräume. Bevor es die zu sehen gibt, führt uns Maria Luise noch in einen anderen luftigen Raum, ihre Galerie. Da jedes Stockwerk vom Zachhof über jeweils 250 Quadratmeter verfügt und das Ehepaar nicht so viel selber braucht, schafft es Platz für Kultur. Mehrmals im Jahr gibt es Ausstellungen. Besucher haben aber keinen Zutritt zur Wohnung daneben.
Im Schlafzimmer finden sich noch sehr alte Fenster im Original und nostalgische Wandgestaltungen. Das interessanteste Fundstück während der Restaurierung aber hält Maria Luise hier in ihren Händen. Ein antikes Mieder. Das haben wir gefunden in der hintersten Nordostecke beim Ausrammer. Im alten Daumenschlag, wenn man so sagen darf, beschissen mit Taubendreck auf der anderen Seite. Und wir es dann rausgenommen haben, haben wir gedacht, was ist das? Auf der anderen Seite waren dann hier diese Goldfäden. Wir haben es jetzt restaurieren lassen, ist ungefähr wohl datiert 1800, 1850. Und ich glaube, so ein Drum gibt es auf einem normalen Bauernhof nicht. Und deswegen, glaube ich, passt es auch ganz gut hier in der großen Stube, weil die große Stube ist auch nicht auf einem normalen Bauernhof, sondern ganz arm können die früher nicht gewesen sein. Prächtig wie das Mieder ist eigentlich auch der Raum. Stimmt, gediegene Gemütlichkeit, wohin man blickt. Und wohlverdient, denn die Restaurierung hat viele Strapazen gekostet. Die außergewöhnlichsten Fotos, ja. Durchblick durch beide Etagen, ohne Böden drin, unendlich hoch. An FFP2-Masken mussten sich Maria Luise und Alfred schon vor der Corona-Zeit gewöhnen. 6000 Stunden Eigenleistung. Und trotzdem hat es ihnen Spaß gemacht. Doch das Ganze musste finanziert werden. Maria Luise hat dafür ihre Arztpraxis verkauft. Das reichte aber nicht. Es brauchte Fördermittel. Wir sind als ganz erhaltenswertes Denkmal eingestuft und deshalb vorgeschlagen worden zum Entschädigungsfonds. Das ist ein Fonds, den gibt es nur in Bayern. Und der hat eigentlich diesen Hof gerettet, oder? Ja. Kann man so sagen. Ja, das hätten wir finanziell nie stemmen können. Also wenn es ein Denkmal ist, das nicht untergehen soll, dann entschädigt dich der bayerische Staat, also das bayerische Kultusministerium, für alles, was du selbst nicht schaffst. Das heißt, man muss schon seine Eigenmittel einbringen, aber wenn man das nicht schafft und das so ein wichtiges Denkmal ist, dann übernimmt es dann das bayerische Kultusministerium in diesem Fonds. Die beiden haben weitere Fonds und Förderungen recherchiert und viele Anträge gestellt. Dafür braucht es einen langen Atem und gute Nerven. Fast 5 Jahre Zeit und viel Geld haben die beiden in den Zachhof gesteckt. Würden Sie so ein Projekt noch einmal in Angriff nehmen oder anderen weiterempfehlen? Es ist viel Arbeit, es ist harte Arbeit und es ist Tag- und Nachtarbeit, aber das Ergebnis ist schon klasse. Es gibt so viele Helfer. Es gibt auch bei den Behörden so viele Helfer. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Traut euch. In diesem Sinne, wer mit dem Gedanken spielt, ein denkmalgeschütztes Haus herzurichten, kann sich am Ehepaar Götz-Ulrich orientieren. Mit dem Zachhof hat es seinen Traum verwirklicht und dem Dorf neues Leben beschert.